Ja, aber noch nicht jetzt. Jetzt bekommst du nur Nokis. Sehr gute Verbindung. Jetzt bist du live. Wieso machst du das? So, ja, jetzt mal muss ich ausprobieren, ob das Zeug funktioniert. Jetzt bin ich halt ein bisschen. Ich habe die Kamera noch nicht besitzen. Also weißt du, hast die Kamera nicht. So sieht es aus. Wie sieht es aus? Hurra! Ja, das ist richtig. Und jetzt müsste ich dann... Es ist ein bisschen verzögert. Ja, das ist klar. Und es halt. Ja, das sollte jetzt gar nicht drin sein.
Und das Hallo, hallo. Also das tönt bei mir. So, jetzt sind wir mich ackern. Aber mega verspätet.
got you. No, I don't take it for granted, no, ain't got no complaints. If you feel that it's real, I'm on trial and I'm here, yeah, in your prison. Yeah. Okay. Ich hab 3 Hoes, wenn der Sammy klaut. Ein Flow, wo die abhaut. Hab eine Crowd voll von Homes, wo mein Name schreit. Neu wie die Clowns, die nicht mehr ernst nehmen. Aber wenn Bandit draufsteht, ist ein Bandit drin. Ich heb's hoch für den Schlitz, setz Bombs in das Biss. Nix tot, Hip-Hop, Kopf rot, wenn ich's bin. Gib dir die Dschungelmusik und lass meine Melodie. Ist alles drin, Brother, alles, was ich kann geben von mir. No fake Homes, eure Show ist Stumpfsinn. Nein, Homie, meine Story roh und ungeschminkt. Bleib Rap, Background wird nicht umtrimmt. Ich ficke mit Rap und jeder Track ist ein Wunschkind. Und wenn du fühlst, was ich mein, lass dich go, Homes los und folg dem Flow. Schrei laut, B-A-N-D-I-T, oh, 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 oh. Und wenn du fühlst, was ich mein, lass dich go, Homes los und folg dem Flow. Schrei laut, B-A-N-D-I-T, oh, 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 oh. So ist es, so bin ich, Jungs, Bandit ist kein Joke. Die Rappers machen alles heutzutage für ein bisschen Erfolg. Homes schauen, wenn sie sich bücken für Cash. Damn ist funny, Jungs, die machen wirklich alles, sogar nicht mal mehr Rap. Da kann ich nicht mitspielen, Jungs, ich bin's Bandit. Viel zu viel Liebe im Herz, weil ich viel zu viel Fan bin. Keine Tricks, keine Gimmicks, nein, Digga, vergiss es. Es gibt kein Image für mein Brother, wenn ich gebe, so bin ich. Also Boy, trennt Weizen auf dem Spreu, trennt Bandit und Spolz vor denen beitenden Toys. Mach's nicht so, wenn ich muss, sondern so, wenn ich's im tiefsten will. Ja, da bin ich, Jungs, fühl mich jetzt in mir now, ey. Und wenn du fühlst, was ich mein, lass dich go, Homes los und folg dem Flow. Schrei laut, B-A-N-D-I-T, oh, 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 oh. Und wenn du fühlst, was ich mein, lass dich go, Homes los und folg dem Flow. Schrei laut, B-A-N-D-I-T, oh, 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 oh. Was ich mach, ist nicht Musik, ich trage mein Herz spazieren. Würdest es merken, wenn's anders wäre, ist schwer zu kaschieren. Glaub mir, merkst du es Licht bei allen anderen Rappers. Ist wie Fasnacht, schau, wenn sie sich in der Maske verstecken, Homes. Spassig, fuck it, das lieber nackig, Homes. Die Bitches sind nix als auf Fassade, ich hasse Plastik. All das Shit ist mir das Business nicht wert. Jungs, Bandit ist kein Scherz. Komm for real und kick strikt aus dem März. Und sowieso bin ich Bandit, nur genau so, wenn ich's mache. Keine Sorge, Homes, I do it my way, wie Frank Sinatra. Schritt für Schritt bis zum Ziel. Yep, ich der letzte Homes und bleib im Spiel. Feel the real. Und wenn du fühlst, was ich mein, lass dich go, Homes los und folg dem Flow. Schrei laut, B-A-N-D-I-T, oh, 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 oh. Und wenn du fühlst, was ich mein, lass dich go, Homes los und folg dem Flow. Schrei laut, B-A-N-D-I-T, oh, 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 oh. If you feel that it's real, if you feel The real Bandit, can you feel it? The real, you can't touch the flow. I keep it real like that. The real Bandit, can you feel it? The real, you can't touch the flow. I keep it real like that. The real, can you feel it? The real, real. and you know this. Das ist mein neuer Flow. Oh. Ihr seid so bemitleidenswert wie alte erfolglose Boxer. Ich komm zu dir nach Hause, leg alles wie ein klassischer Rockstar. Ruf jetzt ist der Boxer, der King hier. Ich wurde geboren zum Gewinn hier, leider nicht. Ich kann dir die Unterschwien zu laut aufgedreht ist in die Hausschweiz oder Deutschland. Ich bleib für euch was unmöglich, fickbar wie eine Rolle mit Keuch. Als Gürtel der Top-Rapper der Türken kam und er stürmte die Charts. Jetzt stehen sie vor der Bühne und rufen es. AV, komm, klar, ich bin keine Gottheit, trotz göttlichen Flow. Zieh dein Rapper-Kostüm aus, lauf in den nächsten örtlichen Zoo. Rap ist mein täglich Brot, keine Lust mit euch Lügnern zu reden, weil ihr aussieht wie Ärsche. Tragt ihr die Shorts über dem Schädel und eure Zeit ist beendet. Ich teil mir
Gegensatz in nichts von all dem Nein. Wegen denen ein Eier Witz, am Wassertropfen auf heißem Stein. Sonst sind er nix und nicht nur ein bisschen perplex. Mehr so shit der Letzt, was gibt mit dem King of Rap. Wer King, er King, ich King Kong aus dem Dschungel. Ich wenn es Wunder, die anderen alle nicht mehr um. Alle weg, wenn verschwunden, so wenn verloren und gefallen. Vom Erdboden verschluckt, so wie tot und begraben. Doch meine Flow, unsterblich für immer. Ever and ever, ever. Fast so wie ein täglicher Nervenstress. Für euch Battle-Rapper machen auf Herd. Doch euer Flow ist butterweich. Weich, wenn Streich und so. Weich, wenn Pussyfleisch. Weisst, wir sind alle gleich. Missbrauchen Rap als Alibi. Battlen Xavas und mich ist wie Harakiri, Mann. Hier befehle ich der Letzte, was gibt in dem Land. Lil Bandit, der Gras, meine Schiene Gigant. Nicht Conan und nicht der Terminator, ich schritt und ich zerdrückt dich Hater, denn ich bin ein Gigant. Weder Leonidas noch Highlander, ich komm und ich schau euch ein, Männer, denn ich bin ein Gigant. Ich bin ein Gigant, ich bin ein Gigant, ich bin ein Gigant, ich bin ein Wenn ich der Flow und der Fresh ist, der Chef, der Pro, wie der Beste, der Clean of Christ, shit, der Roller, der Macker, dann ist der Schiene Gigant. Ich slow me, love wenn ich rappe, heavy low, mega flow, mach alles kaputt und stampf alles Boden neben, wenn Megatron, Idiots flowen, wer pedalos, kann nicht vom Fleck, nicht an mir vorbei, wanna be, wer Savas und ich. Nein, wir das Monster mit zwei Köpfen und einer Lunge, es bittet, wenn 200 Zungen auf eine streiten, drum wird Nummer 1 ist was und wenn ihr's macht, hat nichts am Hut mit meinen Zielen. Nicht das Gleiche, nicht die gleiche Liga, nicht das gleiche Spiel. Liga, mein Shit ist der Ilsbandit, der Roboter, ihr Pass verwechselst bitte mit Dotteren. Homie, ihr und ich sind Gegensätze, komplett etwas anderes. Was wenn ich rap, ist krank, Bandit, du an, mein Shit ist gigantisch, come on! Nicht Conan und nicht der Terminator, ich schritt und ich zerdrückt dich Hater, denn ich bin ein Gigant. Weder Leonidas noch Highlander, ich komm und ich schau euch ein, Männer, denn ich bin ein Gigant. Ich bin ein Gigant, ich bin ein Gigant, ich bin ein Gigant, ich bin ein Wenn ich der Flow und der Fresh ist, der Chef, der Pro, wie der Beste, der Clean of Christ, shit, der Roller, der Macker, dann ist der Schiene Gigant. Ey, oh, ey, dann meine Schiene Gigant. Ey, oh, ey, Ich bin ein Gigant, ich bin ein Gigant, ich bin ein Gigant, ich bin ein wenn ich der Flow und der Fresh ist, der Chef, der Pro, wie der Beste, der Clean of Christ, shit, der Roller, der Macker, dann ist der Schiene Gigant. Wenn meine Schiene Gigant. Jojo, hört ihr mich? Und die Musik hört ihr noch im Hintergrund. Tipptopp. Jetzt muss ich irgendwie... Die Musik ist leislich, aber gut im Hintergrund. Sorry, jetzt muss ich am Anfang halt das Zeug so klein einstellen. Und schauen, dass das noch ein bisschen sauberer läuft. Mimmer! Also, probieren wir das mal. Oh, jetzt muss ich da... Uff.
Sorry, jetzt muss ich gleich noch rasch etwas machen, damit es nachher etwa... Ja. So, also ich bin jetzt etwa parat. Und zwar läuft es heute so, dass ihr dürft nicht von die im letzten Mal dabei waren im letzten Livestream, das ist heute nicht zu erwarten. Wir wollten unbedingt einen zweiten Livestream machen. In der Art, wie wir ihn letztes Mal schon gemacht haben. Dort haben wir Challenges drin gehabt und Künstlerinnen und Künstler vorgestellt und eigentlich voll das Programm zusammengestellt für einen Livestream. Und das haben wir unbedingt nochmal machen. Wir haben gesagt, ja, einen Monat später gibt es nochmal so etwas. Jetzt ist es so, jetzt ist so eine Prüfungsphase bei den meisten gekommen, weil viele doch irgendwie etwas in der Schule sind oder am Studieren oder sonst streng haben. Und jetzt haben wir das nicht machen. Und Kiwi Concept hat mir dort geholfen. Das ist der Vulkan, der eine Art beneigt, der baut sich ein Social Media Ding auf, wo er probiert Social Media, also professionell probiert er sich ein Geschäft aufzubauen, mega coole Sache. Und er hat mich dort unterstützt und darum hat es auch so ein grosses Ding können sein. Weil sie jetzt nicht so Zeit haben, können wir es nicht mehr machen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich will trotzdem jeden Monat immer Ende im Monat irgendwie einen Austausch haben mit euch, was beim Hobbykeller gelaufen ist und was für neue Künstler auf die Künstlerplattform gekommen sind. Und das probiere ich jetzt in dieser Form zu machen. Es wird immer Ende im Monat hoffentlich einen Livestream geben, wo ihr werdet jetzt sehen, es ist jetzt nicht super viel vorbereitet oder so, wo wir einfach zusammen ein bisschen anschauen, was beim Hobbykeller und beim Künstlerkeller so gelaufen ist und was im nächsten Monat auf euch und auf mich dann wird zukommen. Und wenn dann die anderen wieder mal Zeit haben, der Furkan und so, und mir helfen können, nachher sagen wir, hey, schaut, nächsten Monat gibt es wieder etwas Grösseres und danach könnt ihr euch dann umso mehr freuen, wenn die anderen wieder mal dabei sind, wenn es wirklich ein Programm gibt im Livestream. Noch etwas Spezielles, ein Projekt, wo ich auch dabei bin, ist Allerhand Glanerland und mit dem fangen wir an. Die Idee ist so, dass vom 6 bis um halb 7, gut, jetzt haben wir ein bisschen Verzug schon, Allerhand Glanerland ein bisschen besprochen wird, wo ich euch sage, ja, was ist letzten Monat gelaufen. Und dann probieren wir jeden Monat so ein Video dann auch zu bringen, wo dann neu rauskommt, das werdet ihr jetzt gerade sehen. Und dann wäre das Ziel und die coole Sache wäre, wenn ihr wirklich auch mir Feedback gebt auf die Videos, auf die Ideen, die dahinter stehen und Fragen. Natürlich dürft ihr auch immer Fragen stellen, was ich mir noch easy schön finde. Ich probiere da beim Chat ein bisschen mitzulesen. Und ja, fangen wir doch gerade an. Wenn die Hintergrundmusik zu laut, zu leislich ist oder wenn ich zu laut oder zu leislich bin, schreibt das einfach rein. Ich probiere wirklich bei den Kommentaren zu lesen, damit es möglichst interaktiv auch wird, wenn ihr Ideen habt oder so. Ja, viel Spaß beim Livestream, danke vielmals in der Revue und yes, ich freue mich. So, jetzt muss ich da zuerst einmal auf so. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei Keller TV, Allerhand Glanerland. Ich habe es kurz vorher gesagt, vom 6 bis um halb 7 gibt es so ein Allerhand, also heute, aber das Ziel ist, dass das jeden Monat dann etwa so abläuft. Ein Allerhand Glanerland Block. Allerhand Glanerland, für die es nicht wissen, ist ein Projekt, wo es um Nachhaltigkeit und Gemeinschaft im Kanton Glarus geht. Dort suche ich und ein paar Leute, die mir helfen, möglichst umfassend oder möglichst alle Vereine und Projekte im Glanerland, die sich mit Nachhaltigkeit und Gemeinschaft auseinandersetzen oder sich für das einsetzen. Und da ist schon eine rechte Liste zusammen. All das ist jetzt im Moment noch auf Instagram ein bisschen am Laufen, wo wie kann ich das gerade rasch zeigen? Oh, jetzt muss ich zuerst
Ich zeige euch das rasch, ich hoffe, ihr seht das. Also es ist so, jetzt im Moment noch ein Instagram-Ding, wo wir angefangen haben mit Verein und Projekt vorzustellen. Tours ins Fühlbar haben wir vorgestellt, dann haben wir ein Interview gemacht zum Essen verteilen, Glarnerland, zum Gehörgang und so. Also wenn euch das Thema Gemeinschaft und Nachhaltigkeit interessiert, dann könnt ihr da mal schauen und ich hoffe, ihr seht mich etwa. Und dann könnt ihr da, ja, wir probieren eine Übersicht zu geben über was im Glarnerland, wo man sich im Glarnerland kann investieren für Gemeinschaft und Nachhaltigkeit und was es für Angebote gibt. Und zu den Angeboten haben wir jetzt vor 2-3 Monaten schon mal da, wir probieren Mr. Vegan, ein Video gemacht. Das ist so ein veganer Online-Shop in Niederurne, wo man einfach das Zeug dort holen kann. Das ist eine mega coole Sache, das könnt ihr euch dann sonst mal anschauen. Und jetzt haben wir wieder ein nächstes Video gemacht und das dürft ihr jetzt gerade anschauen. Ich hoffe, es funktioniert. In dem Video probieren wir einen veganen Zero Waste Online-Shop aus, der The Sage heisst. Und es erklärt euch die Besitzerin gerade selber, um was es bei dem geht. Ich bin Manu, Inhaberin und Gründerin von The Sage. The Sage ist ein veganer Zero Waste Online-Shop für Lifestyle- und Alltagsprodukte. Ich habe The Sage etwa vor 2 Jahren gegründet, weil nachdem ich vegan geworden bin, ich extrem Mühe hatte, um vegane und plastikfreie Produkte zu finden. Bei uns ist speziell, dass wir einen Großteil von unseren Lieferungen in recycelte Schachteln verschicken. Für das arbeiten wir mit lokalen Geschäften zusammen, holen dort also ihre Schachteln, die sie wegschmeißen würden, sie wieder aufbereiten und für unsere Lieferungen verwenden. Und ja, wenn ihr auch mal eine vegane Zero Waste Alternative sucht, schaut mal bei The Sage vorbei. Ich würde mich freuen. Jetzt, wo ihr wisst, für was das Projekt steht, nehmen wir euch mit, wie wir die Sachen bestellen, bekommen und ausprobieren. Da ist schon mal die Seite. Da sieht man, auf was sie Wert legt, und da ist schon mal ein kleiner Überblick, was es alles für Produkte gibt. Eben, es gibt Essen und Trinken, dort geht es auch so um Aufbewahrung, aber es hat auch Essen selber. Bad hat es halt so Make-up und Pflege. Dann hat es noch Reinigung für unterwegs Sachen und Lifestyle ist mehr so Geschenke und so, die man kann geben, und eben ätherische Öl hat es und so Zeug. Dann beim Sale, das finde ich mega cool, hat sie zum Beispiel Sachen drin, die irgendwie kaputt gegangen sind beim Transport oder so, wo sie dann ein bisschen günstiger abgibt. Oder auch eben zum Teil hat es auch saisonale Produkte für Weihnachten oder so, hat sie wenige Sachen, die dann Speziallinien sind, die dann dort auch in Sale kommen. Einmal hat es eine Aluminiumfolie, die 100% recycelt ist, und gerade noch jetzt zu dem, was aber auch bei anderen Produkten ist. Also es hat schon allgemein eine recht genaue Beschreibung. Dann gibt es noch Details, die eigentlich normal ist, also was auch bei anderen Läden so ist. Aber was ich zum Beispiel mega cool finde, ist, dass man bei Herstellern drucken kann. Und da sieht man genau noch, was es für einen Hersteller spezifisch ist. Und dort steht auch meistens drauf noch, wie und in welchem Aspekt dass die Firma nachhaltig ist. Was ich mega spannend finde. Und dann hat man auch noch, um das wie zusammenzufassen, sieht man eigentlich das bei den Labels dann. Ja, eben, man sieht, es hat eigentlich wirklich ein bisschen alles. Wir haben jetzt das Päckchen bekommen. Es ist mega schnell gegangen. Es war in einem Tag oder 2 Tagen. Und dann siehst du da immer noch herzig den Namen drauf. Vorhand. Und was mega cool ist, das ist mein Geschenk. Findest du das mega cool? Ist der
First Climate Positive Notebook in the World. Das ist aus Steinpapier, also so aus Steinabfall. Ich glaube, das wird das Spannendste von der Sage Online-Shop. Das sind so Waschnüsse und wir schauen jetzt, ob die funktionieren. Und die tut man einfach so in das Säckchen und geht dann in der Wäsche liegen. Und der Pulli da, der stinkt mega nach Rauch. Und wenn es den wäscht, dann wird es zufrieden. Wenn der nachher nicht mehr stinkt, dann ist gut und darin ist es gespannt. Die Waschnüsse, die ihr jetzt gerade gesehen habt, sind aus Indien und die werden dort schon seit langer Zeit traditionell zum Waschen verwendet. Und man kann sie einfach so eben in das Baumwollsäckchen rein tun und dann zur Wäsche dazugeben. Ich habe eben zuerst gemeint, die Nüsse mit der Reibung die Wäsche waschen, aber sie enthalten Saponin. Ich weiß nicht, was das ist, aber anscheinend funktioniert das so. Und die Waschnüsse sind bio-zertifiziert, sie sind fair und sie achten auf eine ethische Produktion. Ja. Und man könnte theoretisch irgendwie, glaube so... Ich weiß nicht, was man rein tun könnte. Ich glaube, ätherische Öl habe ich schon gehört oder so. Aber ich müsste es noch nachschauen. Die Frage ist jetzt, ob es wie es mit Wasser wäre, wenn es einfach nur mit Wasser machen, aber ja, dann stinkt nicht mehr nach Rauch. Ist der Dreck weg, weil er hat einen Fleck gehabt. Im Weiss. Hinten. Okay, das ist aber gut. Weil ich glaube, das würde mit dem Wasser nicht wegkommen. Wir haben auch noch so Kokosschwamm bestellt, wo in dem Sinn den rauchigen Teil von den anderen Schwämmen, die man kauft, kann ersetzen. Und die sind aus Kokosabfall, also wo man sonst, ich weiß nicht, was man alles aus Kokos macht. Dann haben wir auch noch so eine Flaschenbürste bestellt, wo auch irgendwie aus Kokosnussresten her ist und dann noch aus einem nachhaltigen Schwemmholzgriff. Die ist mega dick und bis jetzt sieht es eigentlich nicht wirklich so aus, als ob es zum Beispiel in die Chili Bottles wird reinpassen. Aber ich probiere es jetzt dann gerade aus und schaue, ob das funktioniert. Ich finde den Kokosschwamm mega angenehm. Flaschenputzer ist eben so, wie ich schon gedacht habe. Passt er nicht rein, das ist jetzt ein bisschen doof. Merci vielmals fürs Zuschauen und geht doch mal auf die Seite, falls ihr irgendeine Zero Waste vegane Alternative braucht. Ihr könnt uns auch gerne fragen, ob wir Sachen schon ausprobiert haben. Ich habe schon mehrmals dort bestellt, also kenne ich auch noch andere Produkte, die jetzt nicht in diesem Video waren. Ja, bis ein anderes Mal. Tschüss miteinander. Sorry, ja, danke vielmals. Das ist jetzt eine Art, da gerade das ist das Insta von der Seite und ich habe jetzt schon das erste Mal überlegt. Ja, ich habe mich jetzt entmutet, danke. Jetzt wäre ich schon das erste Mal mega froh um euer Feedback, weil ich weiß jetzt nicht, ob euch das interessiert. Wir haben jetzt da miteinander so ein 9-minütiges Video geschaut. Thema Nachhaltigkeit und so. Und es soll wirklich, ich meine, der Livestream, klar habe ich mega Freude daran, für mich ist es easy, aber ich wette, dass ihr auch mega viel Freude daran habt und dass es für euch unterhaltsam ist. Und natürlich auch, ich meine,
der Christian Künzler hat ja gesagt, Indien nicht so die hygienische Standard. Ich meine, so Sachen sind immer... Das ist halt ein schwieriges Thema, das mit der ganzen Nachhaltigkeit, oder? Es ist mega komplex. Auch dass die Kokosschwämme, sie sind ja auch aus Indien, oder? Und was macht es für einen Sinn, jetzt etwas Nachhaltiges aus Indien zu holen? Ja, eben, das sind so Sachen, wo... Ich finde es mega cool, dass es diese Seite gibt und ich kann es auch voll unterstützen. Aber es sind natürlich interessante Gedanken, oder? Wenn alles so komplex ist, was ist jetzt wichtiger? Ist es jetzt wichtiger, dass es aus der Nähe kommt? Oder, ich meine, die Kokosschwämme sind aus Abfall von Kokos. Alles coole Sachen, um sich Gedanken zu machen, wenn ihr dort irgendwelche Meinungen habt oder mit mir darüber reden, dann schreibt mir einfach. Ich finde das mega spannend und ich rede viel zu wenig über so Sachen mit Leuten. Also ich rede sehr viel über so Sachen, aber nicht genug. Genau. Die Hintergrundmusik ist noch gut. So. Dann... was auch noch mega cool ist. Die Videobotschaft, die im Video drin war, von ihr, von der, wo der Sage gegründet haben und Chefin ist. Das habe ich heute Morgen noch angefragt, habe ich ihr auf Insta geschrieben und dann hat sie mega kurzfristig noch ein Dings geschickt, mega lustig. Was auch cool ist, das habe ich jetzt erst gerade vorher überlegt, ich meine, der Livestream gibt auch Möglichkeiten, dass ich euch das Büchlein jetzt zeigen kann. Es ist wirklich mega krass, so eine Art, die Blätter sind einfach aus Stein, also sie drucken einfach so Abfall von Stein zusammen und das ist jetzt eine Art ein Buch, wo CO2 aus der Luft nimmt, eine Art. Weil es einfach, also ja, mega krass, mega cool. Mich würde mega interessieren, mich würde mega interessieren, ob ihr noch andere eine Art Innovationen wie so etwas kennt oder so, wenn ihr Bock habt und gerade etwas im Kopf schreibt, in die Kommentare, weil es interessiert mich mega. Easy. Dann probieren wir da mal weiterzugehen. Nämlich, heute das ist jetzt dann gerade gesehen, das Video von der UMA, sie macht einen Kleidertausch mit dem Klimaglarus.ch, das ist der Klimaverein, der sich aus dem Klimabüro entwickelt hat. Und das Video tun wir auch gerade rasch anschauen. Viel Spaß! Hallo miteinander und herzlich willkommen im Kleiderkreis und Clarice. Ich würde sagen, kommen wir gerade rein. Also es ist schon einiges heute gegangen, wir haben um 11 Uhr angefangen. Und zwar ist es einfach so, dass man die alten Kleider gebracht hat und sich neue, alte Kleider natürlich aussuchen zum mit heimnehmen. Und wir haben auch improvisierte Umkleidekabine, das ist jetzt gerade jemand drin. Und ich habe auch schon coole Sachen gefunden, wie jetzt zum Beispiel die Jacke. Ich weiss nicht, willst du ein bisschen durchführen? Und das Ziel ist eine Art, dass wir das jetzt ein bisschen grösser machen und dass ein bisschen mehr Leute davon wissen und auch mehr Kleider haben und das dann auch in einem grösseren Raum machen. Aber das ist schon mal ein Probelauf für zum Starten und momentan eigentlich nur Frauenkleider. Aber beim nächsten Mal sollten sicher auch die Männer mit einbeziehen. Und das wäre mega cool, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Bis bald einmal!
Hört man mich jetzt wieder? Jo. Hört man mich wieder? Und okay, aber jetzt hört man mich wieder, aber ich glaube jetzt ist irgendwie... Egal, wir probieren es. Vielleicht wird es wieder mal ein Problem geben. So, sorry für die mühsamen Sachen. Genau, Kleidertausch, mega coole Sache. Kleider, halt nicht 100 Kleider selber posten, sondern sie einfach tauschen. Alle haben Freude und für die Umwelt ist es besser. Ja, Umwelt ist ein riesiges Thema, wo ich glaube, einige sich wie nicht den Zugang so dazu haben. Das wäre auch mega interessant. Und das ist auch ein Teil von Alderan im Glarnerland. Wir probieren Informationen zu verbreiten und hoffen dann, dass sich Leute durch das mehr interessieren und vielleicht einfach den Zugang eher haben, weil es bringt nichts, irgendjemandem etwas vorzuschreiben oder so. Und genau, um das geht es ein bisschen in dem Projekt. Was auch war, ist wir haben mit dem Klimaverein haben wir Bäume gepflanzt für jedes Wahlkuvert, wo jemand uns ein Foto geschickt hat, wo gewählt ist, weil wir haben eine Wahlbeteiligung von unter 40% bei den Regionalratswahlen und bei der Landratswahlen sind es unter 30%. Also es ist krass, wie wenig Leute sich für Politik interessieren, aber ich meine, ich bin genau gleich. Ich habe glaube auch erst dieses Jahr angefangen, die Sachen wirklich eine Art auszufüllen und abzustimmen und Regierungsrat. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon mal einen Regierungsrat gewählt habe. Ich bin jetzt ein bisschen reingekommen, weil ich bei den jungen Grünen also die Chance bekommen habe, zu meinem Vorstand zu kommen. Und wir bauen jetzt so die jungen Grünen im Glarnerland wieder auf. Und das ist mega cool. Ich finde es mega spannend, wie viele Möglichkeiten... Ich kann da ja mal wieder die wechseln. Wie viele Möglichkeiten dass wir haben in der Politik. Es ist mega krass. Die zwei Co-Präsidenten von den jungen Grünen, die Eva Maria und der Dominik, die sind eine Art alleine verantwortlich, nur weil sie vor einem Jahr sich zusammengehockt haben und die Idee hatten, um den Memorialsantrag einzureichen, wo in einem Jahr oder so wird an der Landsgemeinde abgestimmt, ob wir an 8 Sonntagen im Sommer ob keine Autos dürfen ins Klüntel fahren. Und das war einfach die Idee von den zwei Co-Präsidenten, die jetzt Co-Präsidenten sind bei den jungen Grünen. Die haben das nachher weitergeleitet einfach zu den Grünen und die haben das für sie so eine Art bearbeitet und eingereicht. Und jetzt ist das einfach, also jetzt stimmen wir in der Landsgemeinde über das ab. Ich finde das mega cool. Wir haben so viele Möglichkeiten und so direkte Möglichkeiten vor allem, die wir uns alle einbringen können. Das ist mega cool. Auch dort wird es in Zukunft mit Alderan im Glarnerland so eine Kombination mit den jungen Grünen oder mit dem Klimaverein auch so Projekte geben, wo wir probieren, mehr Leute für oder auch Politiker noch zugänglicher zu machen, mehr Leute dafür zu interessieren. Weil wir haben im Moment grosse Probleme, die wir davor stehen. Also es war ja schon immer so, dass es eine Art Ungleichheit gegeben hat, aber mit dem Klimawandel ist im Moment schon noch einmal, glaube ich, ein Level höher, wo wir mega viel machen können, vor allem im Glarnerland, und das probieren wir mit Alderan im Glarnerland so klein aufzuzeigen oder herauszufinden. Vielleicht stimmt es ja nicht, vielleicht können wir nicht so viel bewirken, aber wir probieren es aus und wir geben uns das Beste. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Das nächste, was wir haben, ist da Podcast, den ich habe. Da kann ich zum Abschluss noch darüber reden. Ich habe ja noch eine Minute. Wir haben in den Podcast, kann ich euch auch schnell zeigen. Auf Spotify. Wenn euch all das ganze Zeug so ein bisschen mehr interessiert. Danach ist da, habe ich einen Podcast auf Alderan im Glarnerland. Dort habe ich letzte mit dem Dominik, den ich gerade erzählt habe, von der jungen Grünen, einen Podcast gemacht, eine Folge, wo wir darüber geredet haben, wie sieht es aus, wenn so eine Jungpartei eine Art kannst mit aufbauen und was machen die überhaupt und so. Was mega cool ist, nachher Jugendarbeit, Klares Nord mit dem
mit dem Reto, das ist für den Hobbykeller nachher relevant, das erzähle ich danach gerade. Und wenn ich euch einen Tipp geben kann, hört euch den E-Mobilität-Podcast an. Das ist mega cool. Das ist so eine Podcast-Folge mit einer, die mich angeschrieben hat, mit der Vera, die eine Bachelorarbeit geschrieben hat über E-Mobilität und den Vergleich zwischen E-Mobilität und Wasserstoffmobilität, Wasserstoffautos. Und das ist mega spannend und ich hoffe, dass der Podcast so klein in diese Richtung dann sich weiterentwickelt, dass ich wirklich Leute habe, die etwas wirklich mega daraus kennen und die uns dann mega viel können weitergeben. So, ich habe mega viel gelernt, als ich die Folge mit dir aufgenommen habe. Genau. Und danach, einer, der auch mega cool ist noch Kunst im Glanland mit der Cecil, was nachher für einen Künstlerkeller relevant ist. Genau. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir zum Hobbykeller-Part über. Warte, ich schaue gerade Zarasch, ob jemand etwas geschrieben hat. Oh, das Halbwitz. Ja, das ist jetzt, weil ich das Zeugs vorher umgestellt habe. Ich probiere das nachher zu ändern, weil jetzt schauen wir gerade das ist falsch. Jetzt schauen wir gerade den nächsten Film. Und nämlich ist das neue Video auf dem Hobbykeller-Account. Und da sind wir ein Film- und Fotostudio machen. Hobbykeller, für die es nicht wissen, wir probieren eben möglichst viele Gemeinschaftsräume in Glarus zu machen, wo alle recht gratis oder möglichst günstig nutzen können. Und einer davon ist ein Film- und Fotostudio. Und das, ja, wie weit wir dort sind, sehen wir gerade in dem Video. Und genau, viel Spaß. Wir sind voll dran am die Wand reinmachen. Und ich glaube, es wird recht cool. Film-Fotostudio. Viel Spaß beim Video. And all I want to be is gone. I chose the wrong way so many times. Oh, this is not me. Only you got me under your control, and I can't fight it no more. All I want to do is run to those who not sleep. Was machen wir? Ich schifte die Wand und danach am Treppenhaus. But still I hold. Know you feel like walking out, I know your deal. Knocking down my phone. Schraube geht durch, du treffst ein Loch. Schauen, ich will etwas so. Steckst Dübel in ein Loch rein. Nimmst Akku, wo ist Akku? Schrauben an, oder? Und es hält da. Hey, wirklich? Bombe fest! And I can't, oh no more. Fuck ist scheiße, hä? Gib ihn mal mit. All I want to be is done. A close a long way, farewell, goodbye. This is not real. No, it will not be until I'm gonna go and rewrite it just so. Tag 1 ist vorbei. Ja, Wir haben ein halber Tag. halber Tag 1 ist vorbei. Am zweiten Tag bei unserem Umbau vom
Fotostudio. Meine liebe Schwester hilft mir beim Filmen, darum wird das hoffentlich ein bisschen sicherer. Da, der Benz, unser Architekt, ist schon voll dran. Ich bin gespannt, wie es nachher aussieht. Viel Spaß. Sonst pack die fest, leg die warme Brother, yeah, jetzt wird's fresh. Now es geht nicht mehr fresher, fresher wär schon kalt, weil ist doch halt, das bin ich nicht, Bandit ist schlicht und einfach fresh. Sonst pack die fest, leg die warme Brother, yeah, jetzt wird's fresh. Now es geht nicht mehr fresher, fresher wär schon kalt, weil ist doch halt, das bin ich nicht, Bandit ist schlicht und einfach fresh. Ayo, really fresh, fresh the flow, oh, wenn ich rap, so wenn ich flex, der Text perfekt und Millimeter ist gesetzt, oh, yeah. Fresh, wenn Nigel, Nagel, Nuevo, Brother, so wär's grad. Wie viel hast du? 19. 19? Ja. Jetzt? 16, 5. Oh! 120, gell? Mich nachher Flügel an, ganz ehrlich gesagt, für mich ein Freshness kommt zum Überbieten, Mann. So fresh sollst du nicht bieten, Mann. Fresher als du gefrieren, Mann. Gletschership ist fresh für dich, das geht an der Seite, Mann. Fresh, fresher am freshesten, so wenn ein Tick vor easy Homes. Easy Flow, Bandit kommt frischer als die frischen Spreisen, Bro. Lass mir nix beweisen, Homes. Sag dem Shit, wenn du willst, weil Bandit ist und bleibt freaky. Ich habe doch keinen Meter, das ist meine Tränen raus. Ist doch halt, das bin ich nicht, Bandit ist schlicht und einfach fresh. Sonst pack die fest, leg die warme Brother, yeah, jetzt wird's fresh. Now es geht nicht mehr fresher, fresher wär schon kalt, weil ist doch halt, das bin ich nicht, Bandit ist schlicht und einfach fresh. Oh yeah, weißt wie fresh, fresh when weekend life am Set, roll keep back me wall, der cut the crowd, keep über den schreibt mein Text. Ja, das alles so fresh, alles meine Muse, so wie zuerst mal Schmus am Strand und die Hand unter der Bluse. So fresh, Homslig, Händchen noch, Brother Tag 3 von unserem Umbau-Dings. Da habe ich jetzt eine neue Kraft bekommen von Elia und der Benz wird nachher auch noch kommen. Was hast du gemacht? Hoi! Was hast du gemacht, Sven? Ich habe gar nichts gemacht, ich bin unschuldig. Hast du das Fett aufgesetzt? Nein, nein. Ich kann direkt nichts da oben belassen. Tu mal einfach so spannen, weißt du, ziehen. Steh auf und so ziehen. Ah, okay, dann habe ich so versagt. Wieso? Jetzt musst du dann auch noch Böcks drüber machen. Wo? Nein. Nein. Der nächste Abschnitt von der Bastelarbeit im Raum ist zu Ende. Wir müssen Material posten zum Weitermachen und uns überlegen, was wir an der Decke machen, was wir an der Wand genau machen. Na gut, das wissen wir eigentlich aber die Decke. Und ja, dann geht es bald weiter. Macht's gut.
Jo, ich hoffe, ihr hört mich wieder. Mega lustig war das Video, auf die eine Seite zum dort ein bisschen arbeiten und auf die andere Seite zum Schneiden. Bands tust du immer wischen, weil das vielleicht kannst du es am besten oder so, keine Ahnung. Da habe ich jetzt keine gute Antwort drauf. Aber danke, hast du gewischt immer. Es war mega witzig auch zum Machen, zum das Video schneiden. Ich habe es heute geschnitten, ich habe mega Stress heute. Und ich hoffe, es ist okay für Peppermint Tea Group und für eine Band, dass ich einfach ihre Lieder genommen habe. Wenn es ist der Stick da. Ja. Yes, das ist das neueste Video auf dem Hobbykeller gerade. Das ist jetzt das Film-Fotostudio, das ihr gesehen habt. Auf dem stand es immer. Wir warten auf Material, wir müssen Material posten, so halt Platten, die wir dann die Wände machen. Und bei der Decke wir uns genau überlegen, wie wir es machen. Und eigentlich am Schluss, das was es werden ist ein Raum, wo man auf der einen Seite ein mega schönes Set hat, wo man vielleicht irgendwelche Backdrops hat, also so Greenscreen oder so, wo man eine Art schöne Fotos machen kann. Und in einem Ecke noch so irgendein wie ein YouTube-Studio, eine Art, also das, was ich jetzt da gerade mache in meinem Zimmer, wo es ein bisschen hässlich ist, könnte ich dann vielleicht dort machen und wirklich auch extra für das alles schon installieren und so. Mit einem schönen Hintergrund und mit Mikrofon und Podcasts nachher auch dort aufnehmen und so. Und auch nach Möglichkeiten würden wir dort auch einen guten PC rein tun, wo dann möglichst viele Leute sich ausprobieren können, einen guten PC, einen guten Monitor, dass man das wie ein bisschen zusammenlegt und sich einen guten Monitor anschafft und einen guten PC, um die Videos schneiden, sauber schneiden oder Fotos bearbeiten auf einem Monitor, wo nicht jeder halt daheim hat. Weil jeder hat so etwas halbpatziges, Gutes daheim. Und für etwas mega Gutes ist es dann halt wie schade um das Geld und es ist mega teuer. Aber wenn wir zusammen tun, dann bringen wir das mega gut her. Und dann ist wie das Ziel, dass dann der Raum möglichst viel genutzt wird, dass er einfach möglichst ausgelastet wird. Und in dem Sinne wird es dann auch eben gratis oder vielleicht würde man dann auf Kollektenbasis, Spendenbasis, jeder, der es braucht oder so. Oder man sucht vielleicht das Crowdfunding zu machen oder so. Einfach, dass man dort ich habe gerade gesehen, Dolo Beat on Fire. Yes, der letzte Beat, den ihr gehört habt im Video, ist von Tommy. Ganz liebe Grüße, danke, habe ich verbrauchen. Ihn habe ich geschafft zu fragen, heute noch. Genau, ja voll, das ist so ein das Ziel an diesem Fotostudio. Und das Gleiche würden wir dann eigentlich mit dem, ich muss jetzt gerade schauen, ob das, nein, das ist jetzt wieder nicht so gut verlinkt. Das Gleiche machen wir auch mit einem Musikstudio. Eigentlich dort, das Video, das ihr jetzt gesehen habt, der Raum, hätte eigentlich am Anfang ein Musikstudio werden, haben wir eigentlich dort geplant. Und dann eigentlich schon recht viel gemacht. Wir hatten schon so einen Tonstudio-Mensch drin, der uns gezeigt hat, ja, das könnte man dort machen und dort machen. Das ist alles auf dem Hobbykeller-Account auf Insta, wenn euch das interessiert, was so Geschichten so hinter dem Raum ist. Haben wir alles dort eine Art schon ein bisschen vorbereitet und nachher vor Weihnachten habe ich dann zufällig mitbekommen, dass die von der Jugendarbeit Klares Nord genau das Gleiche am machen sind in Mollis. Also sie machen das auch als Musikstudio, wo auch das Ziel ist, dass möglichst viele Leute es brauchen können und die Jugendlichen sowieso gratis, aber auch die Bands im Glarnerland das können möglichst günstig nutzen. Und dort bin ich jetzt voll im Gespräch mit dem, der das dort ein bisschen organisiert und ich habe auch schon 2-3 Mal dort sein, mir das anschauen und angefangen, ein Lied dort aufzunehmen, wo dann auch wieder so ein Hobbykeller-Video gibt, eine Art, wo ich dann zeigen kann, wie das Ganze läuft, wenn man selber etwas aufnehmen will dort und wie gut das nachher Qualität ist, wie gut das es ausgestattet ist und so. Genau, das wird dort noch ein bisschen auf euch zukommen in der nächsten Zeit und das ist mega schön. Wäre auch schön gewesen, wenn ihr das jetzt schon gesehen hättet, wenn ihr das jetzt schon parat hättet im Livestream, aber das ist auch jetzt mit Corona halt alles ein bisschen komplizierter. Gute Ausrede, Corona.
die Raumideen, die wir sonst noch haben, das ist zum Beispiel das, was aktuell ist. Ich will jetzt nicht alle mit einem Garten, das wird es dann auch mal irgendwann noch geben, oder das, was ich gesagt habe, vor Tauschbörse oder irgendein Kaffee. Das sind einfach alles Ideen, die man könnte ausprobieren könnte. Oder eine Werkstatt noch. Aber die jetzt ein bisschen konkreter am werden sind, ist eine Dunkelkammer im Jugendhaus Gaswerk. Vom Film Fotostudio, das Video, das ihr vorher gesehen habt, das ist auch im Gaswerk. Dunkelkammer sollte noch hineingehen und ein Siebdruckraum, wo nachher ihr und alle sollen möglichst einfach können, sich in Analogfotografie ausprobieren oder auch mal Siebdruck einfach das können eine Art ausprobieren. Wir haben dort auch jemanden im Boot, der das gelernt hat und auch sonst ein paar Leute, die daraus kommen. Das wird eine mega coole Sache, wo man auch vielleicht dann mal Workshops anbieten oder zusammen ein Projekt machen, wenn die Pandemiesituation sich ein bisschen entschärft, dann kann man wieder viel mehr miteinander einfach machen und so Räume dann auch mega nutzen. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung. Ob es dann funktioniert am Schluss oder ob die Räume nachher leer stehen, das wird sich noch zeigen, aber dort sind wir einfach dran, das probieren wir zu machen. Ich weiß nicht, ob es sonst noch etwas gibt. Ja genau, das ist einfach so die Idee, eine Werkstatt und ein Garten und Filmprojekt. Bei der Filmprojekt ist auch eine Art etwas, wo ich dort immer merke, ich bin ein bisschen zu überlastet mit diesen Videos zu machen. Eben das Video, das wir vorher gesehen haben, habe ich heute noch mega herstressen. Und dort wäre es auch cool, wenn es so Leute gibt, die eine Art fix beim Hobbykeller dann würden mitarbeiten. Und ja, ich frage jetzt in der nächsten Zeit mal ein paar Leute an. Ich weiß nicht, vielleicht schaut jetzt gerade jemand zu von denen, die ich schon im Chat habe, Tobi und Jonathan und Nico und so. Ich komme jetzt dann auf euch zu. Und ja, das wäre mega cool, dann würde das Ganze auch ein bisschen schneller und ein bisschen cooler werden, habe ich das Gefühl. Ja, wäre jetzt cool, ein paar Stimmen zu hören, oder? Aber es ist jetzt gleich schwierig über den Chat. Im nächsten Livestream probiere ich, dass ich nicht alleine bin. Ein Dialog ist sicher auch noch ein bisschen spannender zum Zuschauen. Und dass man einfach, ja, weil jetzt würde es mich zum Beispiel mega interessieren, was ihr von dieser ganzen Idee haltet, was ihr für Ideen habt zu diesen Sachen und ob ihr dort in welcher Form, dass ihr euch könntet vorstellen, dass Leute Bock hätten, um sich da zu investieren, was man müsste ändern, was man müsste, welches Projekt das man müsste anfangen, damit Leute wie euch wirklich interessiert, weil das ist für mich ein bisschen schwierig zu einschätzen. Eigentlich möchte ich, dass es ein Projekt gibt, wo wirklich ein Gemeinschaftsprojekt wird, oder auch mit meinen besten Wegekollegen, die zuschauen. Wäre mega schön, wenn das noch so wirklich ein gemeinsames Projekt könnte werden, aber es ist mega schwierig, weil ich bin dort nicht so der Hirsch im Organisieren. Aber mal schauen, wo das hergeht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das Projekt jetzt in dem Sinne ein bisschen anfangen und mal schauen, wo uns das herbringt. Das wäre der Hobbykeller-Teil schon gewesen. Ich habe jetzt für das nicht so lange gebraucht, aber das soll uns ja nicht stören. Es muss ja nicht so lange gehen, der Livestream. Ihr habt gar keine Hintergrundmusik. Scheiße, das muss ja bitter sein. Ich würde sagen, das passt gerade zum nächsten Lied. Nehmen wir es gleich im Hintergrund laufen. El Cambio mit Wohnzimmer hat ein neues Album oder eine neue EP oder so rausgebracht. Bin mir nicht sicher, was es ist. Ich check das allgemein nicht so. Künstlerkeller. Der Künstlerkeller ist ein Unterding vom Hobbykeller. Und Hallo! Ciao! Ja. Ich mach mal alles kaputt. Voll great. Ja, wir müssen auch gut Ciao sagen. Hey, ich will auch schauen, ob der Livestream Gar noch nicht mehr, aber der Livestream geht. Ich kann aber schauen. Also ich bin da unterbrochen worden. Aber uns sehen wir nicht, das ist Meine Wegeleute, die mich immer wieder unterbrechen. Also mit diesen Leuten würde ich gerne das Projekt erklären. Die Leute würde ich gerne in mein Projekt involvieren. Und
Künstlerkeller. Was ist der Künstlerkeller? Der Künstlerkeller ist ein Teil vom Hobbykeller, also wie so einfach so ein Unterding. Es ist wie auch ein Raum, es soll auch wie so ein Gemeinschaftsraum sein, aber halt nicht irgendwie, wo es wirklich ein physischer Raum ist, sondern wie so ein, ich weiß nicht, wie man das sagt, so ein virtueller Raum oder so, keine Ahnung. Einfach eine Plattform für Glarner Künstlerinnen und Künstler, wie zum Beispiel der El Cambio. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist nur Glarner Musik. Wir haben mega viel coole Glarner Musik dahinter, wo produziert wird, aber es geht nicht nur um Musik, sondern es geht auch um bildende Kunst, also jemand, der malt und wo Leute, die, was weiß ich, wenn jemand ein Gedicht schreibt oder so, egal. Einfach, oder Fotografie und Filmografie, so Sachen, einfach, dass das so ein bisschen, dass man wie einen Platz hat, eine Plattform hat, wo all die Sachen, die Leute zusammenkommen und sich präsentieren können. Und das probieren wir mit dem Künstlerkeller aufzubauen. Im Moment ist es noch einfach ja super. Im Moment ist es einfach noch ein Instagram-Account und da gehen wir jetzt gerade drauf. Und Lanik ist jetzt die neueste Künstlerin, die wir eine Art draufgenommen haben. Jetzt sind es 4, das sehen wir gerade. Und von der Lanik tun wir gerade den Post anschauen. Dann sehen wir gerade, wie es aussieht. Jetzt muss ich leider die Musik wieder runterfahren. So sieht das Ganze dann aus. Haben wir einfach eine Art, das wir dürfen vorstellen, die Lanik mit Künstlernamen. Und es ist eine Sängerin und I want to be helpless. I want help for myself. When time begins to fly, my heart, my brain raise up again. No matter what you want to keep, you always try to remember. And you cry out for all the moments you have lost. Now it's time to see the light that shines on your way. Regie von Tobi auch, der auch schon dabei beim Künstlerkeller, das sehen wir nachher gerade. Da nachher einfach so ein Post, wer sie ist oder was sie so klein, eine Art, einfach das ist ein Text, den sie dann selber dürfen bestimmen. Auch das minütige Video, das ihr von ihr gerade gesehen habt, das dürfen die Künstlerin oder der Künstler dann selber bestimmen, was dort reinkommt. Und nachher einfach probieren, noch so etwas Lustiges reinzubringen im letzten Slide. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Post für Künstlerinnen und Künstler. Der Roman Schäuble als Pionist haben wir schon gehabt, Cecil Muro, der eben malen tut und so. Und mit ihr habe ich auch den Podcast gemacht über Kunst. Unbedingt reinhören, wenn das euch interessiert. Mit ihr habe ich ein bisschen über Künstlerkeller geredet und was dort alles für Möglichkeiten dort im Glarnerland drin wären. Und der Tobi Zürer natürlich, der ist einfach überall dabei, wo ich mitbekomme, was mit Film läuft. Das ist einfach überall der Tobi. Und nämlich auch gerade, ja komm jetzt, also, der mit den Verlinkungen funktioniert noch nicht so ganz. Nämlich auch beim nächsten Beitrag, den ihr da gerade seht, der El Cambio. Und der Tobi hat es gefilmt und der Hannes Jakober, glaube ich kenne ihn nicht, ich habe ihn jetzt einfach mal so reingenommen. Ich hoffe, es ist okay, wenn er das dann mitbekommt. Der Hannes hat, soweit ich weiss, eine Maturaarbeit gemacht und einen Beat gemacht oder so, und der Tobi hat ihm das Video dazu gemacht und der El Cambio hat ihm dazu gefreestylt. Und das ist erst das ist im letzten Monat rausgekommen, darum ist jetzt das da, was ich euch zeige. Viel Spaß, würde ich sagen.
paar Piano-Töne verfliessen zu einer Melodie, dann holt's mich wieder ein, die Nostalgie. Und alles was sie machen, dann spüre ich die Harmonie. Ja, das Zeug fährt hart in meine Venen rein. Auch wenn ich kein Junkie bin, fühlt sich so, als wär mein Blut getränkt von so Sachen, wo wieder mal mich dann grad zum Rappen bringt, zum Rappen zwingt. Dann fange ich wieder an, langsam bin ich zufrieden da. Ja, dabei verstehst du, der lässt mich gleiten wie ein Segel. Flüge, jetzt bin ich da, man, wieso ist das Leben so teuer, man? Scheissegal, jetzt bin ich da, ich gleite die Tiefe und immer noch weiter rauf und auf der Wette wieder fliegen und ich schaue auf die Welt aus der Vogelperspektive. Ich sehe Gegensätze zwischen den Armen und Reichen. Ja, es sind so viele Leute, so viele wollen was beweisen, aber schlussendlich bin ich da, ich bin noch immer am Reifen. Die Welt fährt dann verständlich weiter. Nicht mehr in der Vogelperspektive, nicht in der Autoperspektive. Ich verfahre bei Leute vom Fußgängerstreifen. Ja, Leute, die kein Cash haben, aber Leute, die wollen reisen, Leute, die arbeiten gehen. Krasser Job, ein krasser Arzt, aber im Leben es noch nicht verstanden, Mann. Ja, was geht denn da? Eigentlich ab, wo bleibt der Intellekt? Jetzt bin ich da, doch schon klar, jeder Mensch, du siehst ihn nur im Internet. Wie es Insekt, alle sind sich nur am Boden am Drehen. Doch scheissegal, keiner hat Initiative, nicht mal will seinen eigenen Garten mähen. Jetzt bin ich da, doch schlussendlich sind alle nur wie als Geier und Kreien. Wo kommen über das, was das ist? Darum läuft's auf deiner Welt ziemlich fraglich und tragisch. Ja, die Frage ist ja schlussendlich, ob der letzte Tag nach dich. Frag mich jeden Tag, wie lang kann das so weitergehen? Darum schreibe ich Bro und darum darf ich so nicht schleifen lassen. Und sagen, was ich sehe, ich weiss nicht, was in der Zukunft auf mich zukommt. Doch brauche eine Zuflucht und das ganze Zeug verstehe ich nicht. Wieso ist nicht für alle gerecht? Wieso ist nicht für alle gerecht? Manchmal will ich das Leben wieder fühlen, als wäre ich frisch verliebt, verstehst du? Denn ich hab's verdient, wir jetzt alle verdient, mehr Liebe und nicht so viel Hass. Ja, mehr Freiheit und nicht so viel Knast, ja. Darum hol mich nimm dich in Acht, weil schlussendlich nicht jeder im Leben das Shit auch noch schafft. Es sind Schachfiguren und alle spielen dann ihre Karten. Ich frage mich immer wieder, doch hab keinen Bock mehr zum Warten. Und auch du nicht, steh auf, mach irgendetwas gut, ja. Das Leben fühle ich mittlerweile, jeder Schnuff für Schnuff, ja. Nimm Zug für Zug, ich geh für Zug für Zug. Und immer noch dann irgendwo in Genf und steig ich aus, ja. Mach mich dann auch weiter auf den Weg, ja. Und kick es Stash in Mini-Raps, im Mini-Rap-Studio. Der Hannes bringt den Beat, ja verstehst du? Der Schnee geht rein wie Schneeflocken, wenn die Weiterzeit wieder naht. Darum rhyme ich das ganze Zeug, es geht weiter. Wieder ist ein Tag vergangen, checkst. Wieder ist ein Tag vergangen und ich liege im Bett und kritzel noch Text und gebe das Beste. Und alles nicht der Kreislauf. Yes. Oh, genau so etwas, ey. So krass. Das ist einfach, ja, der ist auch mit mir in die Klasse gegangen, der Gambi, und ich finde es so cool, weil an so etwas sieht man genau, dass wir im Glarnerland mega viel Kunst haben, wo auf einem so einem hohen Level spielt, weil es geht nicht darum, eine Art wie viel, ja, jetzt klingt es mega dumm, aber so meist gar nicht, wie viel Geld das dahinter steckt, hinter einer Produktion oder so, sondern genau so Leute, und von denen haben wir easy viel im Glarnerland, können mega krasse Sachen erschaffen. Jetzt, das ist für mich ein Kunstwerk halt, oder? Und die hat einfach die Matura, halt als Maturaarbeit gemacht und so. Und das ist einfach so das Ziel vom Künstlerkeller, dass man das wirklich mehr zelebriert und ein mehr, einfach eine Plattform für genau so Sachen bietet, wo dann auch der Livestream dazu beitragen. Der erste Livestream, den wir gemacht haben, wo eben dann ein Programm war und ein bisschen grösser ist, dort ist das noch ein mehr zur Geltung gekommen und das will ich unbedingt auch eine Art wieder machen, dass es wirklich auch mehr also eine grössere Plattform ist. Ich habe jetzt ja für den Livestream auch nicht so viel Werbung gemacht. Und dort haben wir dann wirklich können sagen, hey, dort läuft dann etwas und so. Und das war mega cool gewesen, was dort entstanden ist. Ich weiss nicht, ob alle dabei waren, zum Beispiel von dem Mini-Rap-Studios, der Ananas-Song. Der war einfach zu gut gewesen. Es war so dumm und lustig gewesen. Auf jeden Fall, ja, hoffen wir auf weitere so Sachen. Als nächstes, was ich auch zeigen darf, ist
etwas, was ein bisschen spezieller ist, wo wahrscheinlich die meisten von euch keine Ahnung haben, dass so eine Musikrichtung im Glarnerland vertreten ist. Was mega cool ist, Purple Renegade nennen sie sich. Das ist der Elia und der Luki und noch jemand, glaube ich, dabei. Vielleicht ist der Shio ist mal auf so einem Foto drauf gewesen. Ich weiss es nicht genau, kannst du mir nachher erklären. Und die haben jetzt geht jetzt mit dem Livestream geht es auch immer, was so ein bisschen aktuell ist. Und die haben jetzt aktuell auch ein Album rausgebracht. Das ist einfach auf YouTube, soweit ich es mitbekommen habe. Das zeige ich euch jetzt auch rasch. Da Purple Renegade auf Insta, den alle mal folgen. Und ja, jetzt seht ihr ja gerade, was das so für Sound ist. Life Strange. Ja. Sie sagen von dem Album, dass sie das rausgebracht haben, um auch so ein bisschen zu zeigen, wie viele verschiedene Facetten das sie haben in ihrer Musik. Darum weiß ich jetzt nicht, wie es das. Ich kenne die Lieder auch nicht so gut. Aber ich würde sagen, haben wir uns mal eins rein. Easy. Okay. Also ich habe gerade vom Kollegen den Tipp bekommen, dass ich soll, was war das? Do not escalate. Schreib es mal nochmal rein. Do not escalate. Okay, nein, ich habe es gefunden. Also, und er hat gesagt, sie sagen nicht so krass. Entweder verarschen sie mich jetzt und tun das heftigste, haben wir gerade das heftigste Lied von ihm gesagt, oder ja, wir lassen es einfach mal laufen, lassen dich wie ich überraschen. Stepping to the door in the west lane. I'ma be the nigga and escalate. Forehead was an escalate. Tryna hold me back, but I escalate. Escalate. Forehead walls escalate. Hold me back, but I escalate. Stepping to the door in the west lane. I'ma be the nigga and escalate. Forehead was an escalate. Tryna hold me back, but I escalate. Escalate. Forehead walls escalate. Hold me back, but I escalate. Heavy on the $1 trillion spent for war. What a dumb motherfucker. I'm a dumb motherfucker. Till he done, motherfucker. Escalating yet again. Fuck Trump, motherfucker. Shooting bars. Now with guns. Don't need wars. Night of blunt. Dropping stars. Not so fun. Triple distance. My destiny was hidden like it was forbidden for me to know how I am living. Leave my body on an acid trip. Sip, not enough. Let me take another hit and I flip till I dip. When my drip got creative. I'm little ass trippy this shit. Damn the slip. I love my supporters, every single one of them. You helped me reach my dreams, it's so unreal for me. Now I unveil, I will never sell my soul in thee. Now I unveil, I will never sell my soul in thee. Like please, step into the door in the west lane. I'ma be the nigga and I escalate. Forehead walls and I escalate. They try to hold me back, but I escalate. Forehead walls escalate. Hold me back, but I escalate. Step into the door in the west lane. I'ma be the nigga and I escalate. Forehead walls and I escalate. They tryna hold me back, but I escalate. Yeah, escalate. Hold me back, escalate. Don't hold me back, escalate. Just fucking escalate. Yeah. Ja, es ist wirklich nicht eines der krasseren.
Aber zieh dich den mal rein, wenn ihr es nicht kennt. Dann Schiu, komm mal rauf und erklär mir mal ein paar Sachen da. Gibt es ein Interview? Das ist ein sehr spontanes Interview. Schiu soll mal raufkommen. Weil ich weiss zum Beispiel nicht, ob er jetzt auch dabei ist. Und wer da die Wahrzeichen hat, das könnte eben auch er sein. Was muss ich erklären? Schiu! Also das, warte, ich muss gerade schauen, ob man dich sieht. Ja, mal. Das ist der, warte, vielleicht... So. Der Bruder von dem da, den ihr gerade gehört habt. Und wer zeichnet die Wabe? Ist das du? Der Elia macht der das. Elia auch? Ja, er macht Und eigentlich du alles. zeichnest Ja. auch? Ja, ich bin nicht so dabei. Aber du bist ja mal auf dem Foto vom Ding gewesen. Auf Insta, oder nein, sind da die Schwenk-Dings gemacht? Ah, ich bin einfach immer so ein bisschen dabei, aber der Elia macht das eigentlich das meiste selber. Und der Luki, die Beats. Und der Luki auch, ja. Und Jesi ist da noch dabei. Ist, der kann ich nicht. Ein Kollege von ihm ist von ein bisschen weiter weg. Ja. Der macht mega die geilen Beats, ja. Ja. Witzig. Ja. Schon Straub, aber eben, man kennt es nicht. Das ist so voll die andere Ja. Art von Musik, die auch dahinter läuft. Voll, ja. Der Ski war letztes Mal im Livestream schon dabei gewesen, er zeichnet und so Zeugs. Wir sind ganz tot, ja. Und das ist auch so etwas, eben, wo ich jetzt nur mitbekommen habe, weil halt die Kinder kennen und so seine Brüder auch und halt einfach kennen. Aber das würde man nicht wissen, dass es so etwas gibt, und es ist halt mega witzig, dass so etwas im Glarnerland auch entsteht. Also, zieht euch mal ein paar andere Sachen von ihm noch rein, es sind manchmal auch easy abgefuckt. Ah, das ist witzig. So, und jetzt als nächstes kommt noch etwas, wo ich etwas noch wieder gut machen muss. Nämlich im letzten Livestream habe ich die Fashion Cuties vorgestellt. Also habe ich eine Art die Valeria gefragt, ob sie mir ein Video schicken kann, wo sie ihre Arbeit oder das, was sie, also ihre Kunst eine Art wie vorstellt. Und weil ich so nervös war im letzten Livestream, bin ich gar nicht auf ihr Insta und habe ihr das Zeugs überhaupt gezeigt, was sie macht, was dann ein bisschen witzlos ist. Darum schauen wir das jetzt einfach nochmal und dann gehe ich das mal auf ihren Insta-Account und zeige, was das sie auch macht. Und genau. Hallo miteinander, ich bin Valeria und schön, dass ich euch eine Videobotschaft senden darf. Ich mache Upcycling von Kleidern. Und zwar unter dem Namen Fashion Cuties. Durch ich Schuhe, Jacken und sonstige Kleiderstücke bemalen. Angefangen hat eigentlich alles mit diesen dreckigen Schuhen. Und zwar habe ich ein paar fertige Schuhe gesucht mit rosaroten Rosen drauf und habe es einfach nirgends gefunden. Bis ich dachte, ich mache es selber, weil ich in der Freizeit auch schon viel male. Und ich war noch erstaunt, wie gut die Farbe gehabt hat drauf. Und auch die Resonanz war halt mega gross. Und am meisten hat mir eigentlich gefallen, dass du einfach ein Gemälde raustragen kannst, weil das ist wie mobil geworden. Dann habe ich angefangen, Jacken hinten drauf zu bemalen oder Hosen. Und am lässigsten finde ich eigentlich, ich habe ein paar alte Hosen wegwerfen. Oder einfach weggeben, weil sie mir gar nicht mehr gefallen haben. Ich habe sie nie mehr angehabt. Und ich habe sie dann vorgenommen, so als Testobjekt um mal ausprobieren und habe dann hinten Taschen bemalt und plötzlich hat es mir so gut gefallen und ich glaube, das ist eben das Schöne daran, dass man so ein neuen Charme, neues Leben an einem alten Kleidungsstück geben und seitdem mache ich das. Die Leute bringen mir ihre alten Kleider und ich tue sie anmalen oder auch einmal etwas Neues, um einen eigenen Charme zu verpassen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und bis bald vielleicht. Yes, das ist auch so etwas, was mega cool ist. Also, ich meine, das, was sie sagt, ist irgendwie mega cool, wenn sie sagt, dass man eine Art neue oder alte Sachen einen neuen Charme kann verpassen kann. Das ist doch irgendwie allgemein die Kunst. Einfach, die Kunst hat so viel Charme. Die Kunst ist nicht sehr viel. So, einfach mal irgendjemand, der eben so einen kleinen Pinsel auf eine Leinwand hat oder jemand, der auf der Gitarre ein bisschen klimpert und so. Aber was es mit uns macht oder mit uns kann machen, das ist mega cool. Und jetzt gehen wir eben mal auf ihren Insta-Account schauen. Sie heisst Fashion Cuties. Und ich meine, jetzt schauen jetzt da nur etwa 15 Leute zu. Aber
tönt all das, was ihr jetzt gehört habt, wenn ich so ein bisschen anspreche, nur ein bisschen, dann überwindet euch zum eine Art einmal über so etwas zu reden, weil das sind so coole Sachen. Jetzt da sehen wir eben ein paar Sachen, die sie macht. Grüße an Mimi und den Benz. Und wo sie das eine Art eben malt, wo sie entweder von Kolleginnen oder Kollegen etwas überkommt so, und dann das drauf malt, dass es einfach nachher cooler aussieht oder irgend so. Also sie macht wirklich mega coole Sachen. Und in dem Sinn auch, wenn ihr irgendwie ein Kleidungsstück habt oder so, wo ihr das Gefühl habt, hey, das wäre noch cool, wenn das jetzt auch eine Art mit so einem Kunstwerk würde verschönern, wenn irgendwie mit so einem Kunstwerk würde erweitert werden und einfach mehr Charme und so, das, was sie gesagt hat, dann dürft ihr euch gerne an mir melden und ich frage dann sie an, ich habe ja jetzt ihren Kontakt und dann, sie hat sicher Freude, wenn sie so Sachen kann machen kann. Und ihr werdet auch Freude haben, wenn ihr nachher einfach ein cooles Kleidungsstück habt. Also, ja, darum erzählt das auch so Sachen. Es geht ja nicht darum, dass es gross soll werden, aber dass möglichst viele Leute, die vielleicht Freude daran hätten, davon mitbekommen. Weil das ist das Problem dahinter. Der Künstlerkeller wird nachher auch nicht irgendwie so eine Talentding gruben, wo nachher Leute besser werden durch den Künstlerkeller. So, das geht nicht. Aber Leute, die Freude daran haben, die kommen es dann vielleicht eher mit über. Und das ist das Ziel vom Künstlerkeller. Darum, ja. Genau, das wäre das. Und ich glaube, jetzt vom Programm her wäre es eigentlich schon vorbei. Aber ich habe noch ich wollte jetzt gerade sagen, der Dude, der mir da die Playlist rasch kurz, danke vielmals Tim, Shoutout, hat mir kurz gefragt, ob er etwas helfen kann für einen Livestream, und dann habe ich gesagt, hey, du könntest mir doch eine Playlist machen von Glarner Künstlerinnen und Künstlern, die ich im Hintergrund laufen lassen kann. Und nachher hat er gefunden, hey, er käme sonst, wenn ich zu wenig Inhalt habe, auch einen Gruß noch da lassen, und er macht auch mega gute Musik. Er ist ein richtig krasser Gitarrenspieler. Ich bin auch schon neidisch auf die Zeug, die er spielt. Jetzt kann ich jetzt gerade rasch. Das ist nämlich der Tim Kamm, und er hat mir jetzt ein exklusiv Video geschickt, was er vorher mal kurz eingeblendet gesehen hat, weil ich es auf dem falschen Bildschirm gezeigt habe. Der Tim, ich muss jetzt gerade zuerst schauen, was das er spielt, wo Heart-Shaped Box von Nirvana covered für euch ganz exklusiv da bei Keller TV im Livestream vom Hobbykeller. So Sachen passieren, wenn ihr einschaltet, so Sachen passieren, wenn ihr auch im nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich würde sagen, das ist unser Abschluss. Ganz liebe Grüße an dich, Tim, und dann bis ein anderes Mal, bis nächstes Mal. Tschüss miteinander. Eyes me like a Pisces whale. I am weak. I've been locked inside your heart-shaped box for weeks. I've been drawn into your magnetic trap. I wish I could eat your counsel when you turn black. Hey, wait, I got a new complaint. Forever and empty, your priceless supplies. Hey, wait, I got a new complaint. Forever and empty, your priceless supplies. Hey, wait, I got a new complaint. Forever
to your magnetar picture. I wish I could eat your cancer when you tell